mich mir auch haut eng Fred ich das zwei Reportagen an unserer Automotorshow können zu präsentieren. Für kurzer Zeit hat Goodyear op Colmar-Bierger glöden an dat fir der nationaler an internationaler Presse ihre neue Wanderpneu den Ultragrip 9 können zu präsentieren. An mir konnten uns auch davon überzeugen, dass das Ultragrip 9 große Fortschritt vis-à-vis von seinem Vorgänger, dem Ultragrip 8, gemerkt hat. Weiter Detailer lo an unserem Reportage. Grenze vun der Technik am Auto ginn immer méi an d Luucht gedriwen. An die modernen Sicherheitssystemen suche fir méien einfach a méie sichert fuhren. Aber ohne gut Pneuen wäre diesen Opwand aber auch im Soss, weil als einzige Verbindung zwischen der Straße und dem Gefähr stehen sie schon am Mittelpunkt. Am Ultragrip 9 huet Goodyear en neue Wanderpneu fir d Gefährer vun der Kompakt a vun der Mittelklasse op de Marche bruecht. A wieviel erbeg dee brach fir e sicheren, zuverlässigen a langliewe Pneu zu entwickeln, dat weis Goodyear auch mat hirem Pneu, de méi wie 12 Meint lang iwwer 3000 Prototypen op der Stroos geprüft gouf. Wobei die langjährige Erfahrungen ënner skandinavischen, schweizerischen an neuseeländische Schneebedingungen dauernd an d Weiterentwicklung vum Ultragrip 9 mat abezu gouf. Ohne awer net die hasintern Schneeforschung zu vergessen. Die Entwicklung vun engem neue Pneu as een opwendige Prozess. Méi wie 50 Kriterien sind am Cahier de Charge angeschrieben, aber beim Wanderpneu sind da gerne nach méi. An d'Ingenieuren brachen dacks bis zu 3 Jahre lang fir ein neues Premiumprodukt können zu entwickeln. De Jean-Paul Brück, Kommunikationsmanager bei der Goodyear Lützeburg, gëtt uns einen kleinen Abblick an den Ultragrip 9. Den neuen Pneu von der Goodyear Ultragrip 9 können uns ein bisschen sing Vorgeschichte erzählen. Den Ultragrip 9 ass wie se Nummer se lo schon an der 9. Generation vullen den Ultragrip Pneu vu Goodyear, die seit 1971 Marche sinn vu Jahr zu Jahr immer méi Suse hatten. De Viergänger den Ultragrip 8 war an den Magasintester immer op Podiumsplatzen. Dat war auch een vun eisen Ziele fir mat dem Ultragrip 9 nes ganz 4 ze sinn. Sein ganz Struktur als iwwerdurcht gin par rapport zum Ultragrip 8, aber wir konnten noch erzielen, dass man aus sämtlichen Disziplinen, die de Pneu muss können, am 70 verschiedene Performancekriterien getestet. De Pneu konnte einfach zole par rapport zum Viergänger. Besonders zu viel zu streichen als eng Performance Eis an Schnee, wo man nach 4% par rapport zu einer Moyenne von den Konkurrenten, von den Premium-Konkurrenten, konnten die Pneu verbessern. Lo ist es so, dass den Pneu aus den Prototypen, die gebaut wurden, das waren da ungefähr 14 Stück rauskommen. Gouf an 6 Wandertestsessionen oder sogar nach méi überall durch dat Welt getest. Wir haben méi wie 3000 Prototypspnöen dafür gebaut, sodass man an Haut wirklich können mat viel Stolz präsentieren als guten, exzellenten Premium Wanderpneu. Die 4 Schneeflacken am Profil vom Pneu, was bedeuten die? Ja, bei diesem Pneu ist das schon ein bisschen eng Marketinggeschichte gewesen, aber es könnte dem Konsumateur, dem Automobilfahrer zu gut. Hin hat eine Möglichkeit, Pneu an einem Block so ein Schneeflack-Symbol zu sehen. Das ist ganz gut zu sehen, so lange wie der Pneu nicht bis auf die Halschen aufgenutzt ist, dann ob einmal verschwindet die Schneeflack, was dann dem Automobilist sieht, los ich nicht unter Halschen vom Leer vom Pneu aufkommen, lo fängt Performance und not zu lassen. Da sollen sich dann aufhängige Gedanken zu machen, eventuell die Pneuen zu ersetzen. Die Pneu an sich 2400 Lamellen, was ist die Bedeutung davon? Ja, für die sich noch an die Alpnöen erinnern, die Ultragrip 2 Generation, da wäre kaum so kein Abschnitter dran. Das hat sich aber drastisch mit den Generationen noch geändert. Wir haben vielleicht beim Ultragrip 4 die ersten Lamellen angesagt. Für was brauche ich Lamellen? Das ist der größte Unterschied par rapport zum Sommerpneu. Wenn die Blick die eng, fein Abschnitt haben, können die Blick sich Eis an Schnee, an die überhaupt glatter Straße viel besser krempen an der Straße mit den Kanten, viele Kanten, die sie haben. Ziel wäre so viel wie möglich der Lamellen dran zu machen. 2400 Stück haben wir bei dem allerletzten Pneu, das sind mehr wie je für drin. Wir haben sogar die Lamellen überdurch, die sind mit Technologie besteckt, und die sind sogar anders als Lamellen auf der Schultern wie an der Mitte vom Pneu. Natürlich besteht der Pneu aus mehr wie nimmendem Profil.
E wichtigen Undeel fir gut van der Pnøen lein an der Mischung vum Gummi eng Erbecht die am Labor entwickelt wird. Hei schaffen Chemiker drun fir eng gute Summesetzung zu fannen, die bei eisewirder Konditionen wie Mäs, am Schnee, bei der Rechenheet, an am Reen sowie auch nach an engem Temperaturspektrum vu -20 bis plus 15 Grad den optimale Grip sowie gut Bremsresultater bei alle Wederkonditionen können unzubieten. Ke Wunder also, dass d'Entwicklung vun engem gute Wanderpneu fir dat mitteleuropäisch Klima a fir seg Strasseverhältnisse zu der Königsdisziplin zielt. Goodyear hat uns während der Präsentation von seinem neuen Wanderpneu dem Ultragrip 9 einen kleinen Abblick an sein Innovationszentrum an einer Abteilung gegeben, wo die Ingenieure und Techniker sich mit dem schwarzen Gummi beschäftigen. Am Anfang von der Entwicklung von einem neuen Pneu steht bei Goodyear kein Computer. Mit Designer bringen hier Ideen ob ein Stück fest vorbei. Dazu den Andreas Sieber, Projektmanager Reifenentwicklung bei der Goodyear. Können selbst klein Sie für den Design vom Ultragrip 9 erzählen? Der Reifendesigner bekommt seinen Input vom Marketing, das heißt, er bekommt seine Ziele, seine Zielvorgaben und holt dann die Ideen aus der Natur, aus der Umwelt, natürlich auch von Vorgängerreifen, von Konzeptfahrzeugen und überlegt dann, wie könnte er den Reifen gestalten. Im Sinne der Goodyear-Familie, im Sinne darin, ein Goodyear-Familienbild zu haben und ein gutes Design darzustellen. Er entwirft normalerweise in der ersten Phase ungefähr 20 Designs. Diese 20 Designs gehen dann in eine Expertenrunde und in dieser Expertenrunde werden ungefähr 5 Stück ausgewählt. Diese 5 Stück, diese 5 Reifenprofile gehen dann in eine Simulation im Computer. Wir fahren da mehrere Iterationsschleifen und dann kommen normalerweise 3 Reifen raus. Diese 3 Reifen werden dann gebaut als Prototypen, werden auch wiederum getestet, dieses Mal in echt im Labor oder auf der Straße. Und auch hier fahren wir wieder mehrere Entwicklungsschleifen. Wenn diese Entwicklungsschleifen abgeschlossen sind und die Zielerreichung oder die Ziele erreicht sind, stellen wir das Endgutprodukt vor, in diesem Fall den Ultragrip 9, als fertiges Produkt. An heiner Flotbilder vun de Workshoppen, wo den 9 Ultragrip 9 seg gut Eheschaften kon op den Punkt bringen. Als Fazitlo, das auch an unsere Gegenden haie, wo der Schnee am meisten vermisst wird. Und dafür soll ein guter Wanderpneu durch eine ausgezeichnete Balance zwischen Traktion bei Schnee und einem guten Handling am dritten Niveau zeigen. Und genau diese Balance kann der Ultragrip 9 von Goodyear aufweisen. Du hast den Ultragrip 9 auch an 19 Dimensionen zu kreieren, und das von 14 bis 16 Zoll. Sie haben dem Autosmarche eng Int geschenkt. Ein Modell wie de Meeri an de Pluriel op Welt gesät an du kom lang nächt méi. Lo hunn se bei Citroën Kreativitéit entdeckt a wëlle mat ihrem neien C4-Kaktus an das Segment vun de klengen Autoen Stöpple goet. Wie immer wünsche mir viel Spaß beim Nokucken. Op den nächsten Blick kann in dese Kaktus net richtig erschätzen. An sogar op den zweiten Blick stellen sich frohen. Op fir enger Bühne Citroën mat diesem Gefähr will optreten. Kommen setzen uns mal zu summen an den Auto a gucken, wer für eng Richtung diese Kaktus da pickt. Mit gut 4 Meter lang an 2,6 Meter Radstand huet den Dasmussen vun engem typische kompakte Gefähr gesät awer a Wirklichkeit net so ass. Trotz dinge schwarze Lechten op der Radköchten an enger extra Zentimeter heiger Bodenfreiheit ass den C4 Cactus Edition och kein SUV. Für ihre Lifestyle-Flitzer ass se poppig genug, einerseits aber zu groß. Der Cactus ist ganz neu. Hat keine Viergänger, a Citroën lädt auch Wert darüber, dass ein eigenständig Gefähr ist. Und dass sein Design Bass wie Bannen auch von einer Konkurrenz soll aufstechen. Aber wer der Kaktus neben seiner Form nach so interessant macht als seine intelligente Konstruktion. Er geht auch schlau weggelos, ob der die verzichten kann. Und so spielen die Hünnichtfensteren an einen gut ausgenutzten Spielraum, an dem sie sich ungewinnt nur Bassen abdrücken lassen.
An so wie bei engem klengen SUV können auch der vum Kaktus zwischen 2 Stangen bis zu 80 Kilo transportiert gin. So wie sich direkt vun der hënnechter Sitzbank auch nimmen an engem Steck ëmlee lässt. An der sehe auch noch op all seit die sogenannten Airbums, prägnanten Zonen aus engem spezielle Plastik. Sie stehen noch am Symbol für die kompletten Idee vom Citroën Cactus für eng raffinierten Preset-Lesung zu sichern, die am alltäglichen Leben nützlich sind. Auf in diesem Fall schreibt sie ein kleines Tätchen um jeden Lack auf engem Parking zu verhindern. So sollen sich auch am Interieur wohlfühlen. Und das fängt an bei engem abgeraumten Cockpit, an dem ein serienmäßigen Touchscreen bald all Knöpfchen und Schalter setzt, bis hin zu den komfortablen Sitzer. An eigen die noch mehr durch die Vorteilssitzer an ein 7 Zoll Tablet und ein gemütlich daheim erinnert wie an ein Auto. Mit beruhigt den Volant schon U-Bord. Am Vergleich zu dem normalen kleinen Mittelklasse-Auto bietet Citroën C4 Cactus schon viel komfortabel Platz und stellt auch rund zwischen 340 bis 1170 Liter Ladevolumen an seiner Mal zur Verfügung. Ein Tableau de bord, die kein Cockpit imitiert, aber an Platz von einem Beifahrer-Airbag, den am der vom Auto innerbrüch gouf, präsentiert sich ein Händchenkircht. Ein Türenzähler gibt es doch nicht. Der Panoramadach lässt sich nicht abmerken, es gibt kein Ivermaß für Knäpperchen und noch keine Mittelkonsole, an der sich die 6 Schaltern an den E-Regler verlieren geben. Beim Infotainment gibt der Cactus einmal ein Kandidat von der neuen Ära. Auf die Steuerung für sämtliche Funktionen wie Klimaanlage oder Radio muss die serienmäßige 7 Zoll Touchscreen aus der neuen PSA-Generation durchhalten, worin sich auch sehr gewinnt. Aber aufpassen muss, wenn die Zeit vom Navi an einer Fremdstadt muss zumachen, wenn die Heizung oder das Gebläsfeld erstellen. Den Tachometer ist digital und präsentiert Vitesse, a großen Ziffern. Und am Sinn vom Energiespurgedanken natürlich auch eine Rekommendation, auf was für einen Gang ich soll fahren. Und da sind wir schon beim Fahren. Neben den vielen praktischen und flotten Ideen bietet Cactus für allem ein sicheres Gefühl beim Fahren, bietet punkto Motto am Benziner 3 Zylinder E,2 Liter Aggregaten mit 75, 82 und 110 PS sowie am Diesel 2 4 Zylinder E,6 Liter Motoren mit 92 und 100 PS. An den E,6 Liter Blue HDI-Motor mit 100 PS bei uns in dem Kapo dreht er unauffällig ruhig. Es gibt auch nicht, was der Chauffeur zu einem rasanten Pilot verfeiern, weil die 5-Gang-Bord denkt dazu gang nicht so hasselig anzulegen, weil beim Sprint von 0 auf 100 km an der Stunde am 10,7 Sekunden mich doch nicht glücklich. Ab Punkt der Spritverbrauch war ich ganz stolz auf mein Citroën C4 Cactus. Nur meine Rechnung komme ich nicht über den Spritverbrauch von 5 Liter auf 100 km an dat auf Landstraßen an Autobahn. Wobei ich auch kann sagen, das Stopp- und Startsystem hat an all Situationen proper und gut geschafft. Ein Punkt, wo ich noch nach kein streiten, mir hier ist der Fall für Citroën klar. Mehr wie ein Parkassistent, eine Kamera für Handricks zu fahren, sowie eine Hölle für am Birch umzufahren, wäre noch nicht an unserem Testauto. Für so ein futuristisches Gefährt fehlen meiner Meinung nach schon ein paar Assistenzsysteme. Aber was soll das? Der Chauffeur, der sich durch so Systeme schon bemumpert fühlt, wird das doch nicht vermissen. Der Nami Super, Jahrgang 1973 bis 1976, hat übrigens auch schon einen Assistent für einen Bierjob können stehen zu bleiben, und das in Form von einem Stück Holz, das aber 4 in dem Kapo verstaut war. Ob man's kann ich festhalten, dass Citroën mit dem C4 Cactus einen couragierten Schritt im Autosmarché gewollt wird. Was für ein Auto der Citroën Cactus Loas? Unter dem Strich ist es jedenfalls klein genug, für sie an der Stadt zu präsentieren, und groß genug, für mal auf die Reise zu gehen. Und dabei noch poppig genug, für auch an der Straße abzufallen. Wie ihn das alles nennt, das ist dann pur egal. Die Hauptsache ist, gefällt, und für Citroën eine erfrischende Alternative an dem großen Feld für kleine Autos ist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, für mal du Bord zu sehen, und ich wäre auch froh, wenn dir die nächste Kehr mit Hand im Wohnergift sitzen. Bis dann.
Sound and Media Productions.